Der Sound ist unverkennbar. Und eine Harley-Davidson vom Freddy Schmidt ist absolut individuell. Der Kunde, der will, wenn er was mag, etwas Besonderes. Kein Katalog war ich nicht. Das sind für mich schlaflose Nächte, wenn ich so ein Ding baue, weil das spielt so in den Kopf drin ab. Das kannst du gar nicht zeichnen, du kannst schon ein bisschen was zeichnen, aber bis das Ding ist, also und da wirst die Pläne 15 Mal um und du musst das auch einen Kunden sagen, also wirst das haben möchtest oder was er drauf besteht, also was ihm gefällt. Ja. Also du kannst nicht allein von dir aus das ganze Zeug bauen, sondern du musst mit dem Kunden bauen. Ja. Das ist so ein Kunde, Manfred Rodler und seine Frau Gitte. Der Manfred spinnt auf ein Harley Custom Bike vom Freddy. Und dafür nimmt er dann auch in Kauf, dass das Kunstwerk aus der Bikeschmiede gut und gerne 1 Jahr Spezialbehandlung braucht. Es bleibt nämlich kein Teil auf dem anderen. Nichts ist danach mehr so, wie es war. Von der Auspuffanlage über den Motor und die Luftfilter bis zum Lack. Alles wahrhaftig einmalig. Irgendwann habe ich das Ding in einem Schaufenster gesehen als Deko. Und da habe ich mir gedacht, das muss ich haben, das Ding, das muss man wieder auf die Straße bringen. Da ist ohne Motor und Getriebe drin gestanden, da war gar nichts drin, nur so Rolling Justice, wie man sagt. Und nachher ist es halt dann auch eine tolle Sache, weil man mitfahren kann. Runden Draht damit an einem Sonntag oder unter der Woche mal. Und es ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Freddy misst alles, was er braucht, akribisch genau aus. Und hat seine Spezialfirmen und Freunde, die ihm dann die Einzelteile drehen, fräsen und zurechtschneiden. Dann baut Freddy das Bike zusammen. Für die Lackierung hat er jemand ganz Speziellen. Ein Selfmade-Man, der Kunstwerke wie diese Corvette macht. Eigentlich ist Helmut Wallner gelernter Zimmerer. Aber seine Airbrush-Lackierungen sind bei Freddys Harleys das Tüpferl auf dem i. Das war jetzt der Bereich. Und dann legt er los und macht aus schnödem Blech ein Unikat. So eine Airbrush-Lackierung braucht gut und gerne einen Tag und etliche Arbeitsschritte und Farbaufträge. Und das macht er ohne Entwurf, aus dem Bauch raus. Das Lackbild bekommt Tiefe und wird plastisch. Allein mit den ganzen Schatten, was man einlegt, wo man weiß, wo die Schatten hingesprüht werden. Das sind dann die 3D-Effekte, was man du kannst unter das Design reinfassen. Freddy Schmidt ist gelernter Zweiradmechaniker. Vor 30 Jahren hat er mit dem Harley-Pimpen angefangen. Mittlerweile ist er in der ganzen Welt bekannt, hat Preise noch und nöcher eingeheimst, war 3-mal Weltmeister, hat Goldmedaillen für seine Custom-Bikes gewonnen und weiß eigentlich schon gar nicht mehr, wohin damit. Boah, wie viele Pokale habe ich? Also genügend. Ich kann die Karton zahlen. Also, über 300, glaube ich, lange nicht. Aber für mich ist ein Pokal nichts mehr. Also, ja, die nehme ich zwar schön, also, aber ich kann nichts damit anfangen. Weil, wo stellst du denn das ganze Zeug hin? Ich tue es in den Karton rein. Oder wenn einer sagt, er möchte auch mal einen Pokal, dann sage ich, hey, kommst morgen? Da kriegst du einen Pokal für das schönste Bike oder ist auch scheißegal für was. Hauptsächlich, du kriegst einen Pokal und du freust dich dann. Und den kannst du mit haben und den schenken dir. Freddy ist in den 3 Jahrzehnten viel rumgekommen in der Weltgeschichte. In Daytona, der amerikanischen Motorhochburg, war er schon etliche Male. Aber mittlerweile ist die Szene da drüben nicht mehr so wie früher. Fahren wir nach Daytona also, und das ist nur noch mehr ein T-Shirt-Verkauf, das ganze Zeug. Ich soll damit damals einmal nach Deutschland kommen, dass wir sehen, also, was da für Treffen abgehalten, ob das Hamburg ist oder in Österreich Fackersee oder Saalbach, es ist wo, oder Pullman City. Ja? Da ist auch was los, da ist auch was geboten, also da dann noch Harleys. Ja? Aber und nicht so nur Verkauf, ja? Sondern da ist ein Main Street, da wird gar nicht gemacht, da ist bis zum Abwinken, das ist noch schön. Von Freyung im Bayerischen Wald geht's mit 16 Freunden und ihren Harleys Richtung Pullman City, der Westernstadt zwischen Deggendorf und Passau.
Ein fester Termin für alle Harley-Davidson-Liebhaber und Biker. 1600 Harleys kommen da gut und gerne zusammen. Und mittendrin der Freddy, der so manches Wehwehchen heilt. Und was fällt jetzt? Aber auch mit der Zündung irgendwas. Musst du mal schauen. Ah, ist kein Problem. Willst du anlassen? Ah, warte mal. Was locker oder Ja, was? freilich was locker. Ja, ist Schuss. Ja, eh. Ich bin schon das 5. Mal in Pullman City. Pullman City ist für mich ein fester Termin im Jahreskalender. Da gibt's nichts. Und davor und danach fahren wir natürlich im Bayerischen Wald rum und nächste Woche nach Berchtesgaden. Und was sind Sie im richtigen Leben, wenn Sie nicht Harley-Davidson fahren? Rentner, Pensionär und Finanzberater. Harley-Fahrer sind keine Raser. Sie cruisen lieber. Und da sind durchaus Rechtsanwälte, Manager und Chefärzte am Lenker. Und schon wieder kommt ein Patient zu Freddy. Irgendwas schäbert und klappert hinter an der Schwing. Keine Ahnung, was da los ist. Das musst du mir anschauen. Ja, passt schon. Für einen solchen Service verlangt der Freddy keinen Cent. Es ist die erste Harley für John aus Passau. Eine gebrauchte, Baujahr 2006. Diese Harley-Davidson ist für ihn nicht einfach ein Motorrad. Es ist ein Stück Freiheit. Ja, das ist einfach, Harley muss man fahren, das ist ein Lebensgefühl. Das ist einfach schön, das kann man nicht beschreiben. Wie langsamer das fährst und untertouriger und so schöner ist, weil das Herzstück ist ja der Motor und der Sound von der Harley. Ja? Und das kriegst du von einer Maschine gar nicht mehr hin. Und jetzt hat Freddy Schmidt seinen Auftritt mit einigen seiner Custom-Bikes. Jede Maschine ist anders, individuell eben. Und dann kommt die Frage, die wohl jeder stellt, wenn er Freddy Schmidt kennenlernt. Wie bist du eigentlich zu dem Motorradl gekommen? Sagen wir so, ich bin noch in die Schule gegangen und da habe ich bei der Stadt drin so eine Metzgerei eine alte DKW gesehen und der wollte es verkaufen. Und dann bin ich zu dem hingegangen und habe gesagt, ja, was möchtest du überhaupt für das drum? Dann hat er gesagt, 50 Mark möchte ich dafür. Ja, habe ich gesagt, das ist aber voll Geld. Ja, habe ich gesagt, ja, anders gebe ich es nicht her. Dann habe ich gesagt, heb mir es auf, ich spare zusammen und dann kaufe ich das so. Fast ein ganzes Leben liegt zwischen dem ersten Motorradl und Freddys Harleys von heute. Und die sind schon eine echte Schau.